Kanzlei, die ich führe, ist eine rein arbeitsrechtlich ausgerichtete Rechtsanwaltskanzlei und ich vertrete von hier aus Unternehmen aller Art, Führungskräfte, leitende Angestellte, aber auch Arbeitnehmer bei der Lösung aller arbeitsrechtlichen Problemstellungen, die es so gibt. Zudem führe ich Verhandlungen mit den Betriebsparteien durch, das heißt auch mit Betriebsräten zu allen Fragen des kollektiven Arbeitsrechts und zum Beispiel auch Sozialplanverhandlungen. Ja, über die Auszeichnung habe ich mich sehr gefreut und es war für mich eine besondere Ehre, dass ich da gewählt wurde und ja, das ist für mich natürlich auch ein großer Ansporn. Meine Kanzlei ist hier in Bad Schwartau bei Lübeck ansässig und von hier aus betreue ich in ganz Deutschland Mandanten, ja, und halt benutze dafür auch sehr die Videokonferenztechnik, was es mir erleichtert, den Kontakt zu den Mandanten auch auf persönlicher Ebene zu halten, auch wenn die Anfahrtswege halt sehr weit sind. Also der wichtigste Grund für die Anschaffung der Videokonferenztechnik bestand für mich, wie gesagt, erstmal darin, die Wege zu verkürzen und somit Reisezeit und auch Reisekosten zu sparen und dennoch bei den Mandanten präsent zu sein. Zudem finde ich, dass so eine Face-to-Face-Situation einfach persönlicher ist, als wenn man lediglich ein Telefonat führt. Und durch den visuellen Kontakt wird die Kommunikation natürlich auch viel lebendiger, was insbesondere dann von Vorteil ist, wenn man strategische Fragestellungen diskutiert, also wie man zum Beispiel im Arbeitsrecht mit irgendwelchen aktuellen Situationen umgeht. Und wenn dann die Ansprechpartner über mehrere Standorte verteilt sind, macht das die Diskussion einfach auch lebendiger. Ist natürlich auch irgendwo ein Kunden- oder Mandantenbindungsmittel, wenn man eine Videokonferenztechnik hat und verschiedene Mandanten halt auch, weil es also die Kommunikation dadurch viel schneller wird und also insbesondere wenn es um ja, persönlichere Fragestellungen oder vertraulichere Fragestellungen geht. Das ist bei denen sehr gut angekommen. Also eigentlich war es sogar so, dass die Mandanten das quasi schon so ein bisschen gefordert haben, weil die Mandanten waren das gewohnt, bevor ich das überhaupt kannte. Ich würde es auf jeden Fall befürworten, wenn man Videokonferenztechnik in Gerichtssälen benutzen würde, weil es ist oft so, ich reise von hier nach Stuttgart oder nach München, ich fliege dann halt von Hamburg, mein Gegner fliegt von Berlin und ja, das wäre dann einfach für alle eine Zeitersparnis, für die Mandanten eine Kostenersparnis, für alle natürlich auch Reduzierung des Stresses, wenn man einfach jeder an seinem Tisch sitzt, an seinem Besprechungstisch und die Verhandlung von dort geführt werden könnte. Ja, also die DECOM AG, mit der arbeite ich jetzt sozusagen seit ungefähr 2,5 Jahren zusammen und ich habe die DECOM AG stets als einen richtig guten Partner empfunden, der äußerst kompetente und auch immer sehr gut gelaunte Mitarbeiter hat, die immer bereit sind, einen da zu unterstützen und ja, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.